Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock Infinite auf Pelzig. So, da sollen anscheinend ein paar Leute hier gerichtet werden. Ja, schon im Gang. Schon im Gang. Ich konnte nicht eingreifen, das ist einfach passiert. Na, herzlichen Glückwunsch. Und hier... Präzisionsgewehr, Munition, die nehme ich doch gern wieder an. Ja, ich bin jetzt mal echt gespannt, ob wir hier aufgeklärt werden, was diese Sache mit Booker DeWitt als Held der Revolution jetzt ist. Und ob sich da irgendwas rausstellt. Ich glaube, ich brauche erstmal einen Voy. So. Hey, da, ein Lockpick. Ja? Hm, danke, dass du wenigstens aufmerksam bist. So. Sehr schön. Gut, dass sie sowas sieht. Okay, okay. Behaltet eure Waffen, wir brauchen Essen. Haben sie nach wie vor hier. Meine Familie verhungert, wir brauchen Essen. Oh. Da ist er. Fink muss fallen. Okay. Boah, ich krieg grad Gänsehaut. Es hat schon... Das ist die First Lady. Es hat schon so seinen Charme, das Ganze, und nimmt ihn schon mit. Okay, Lockpick und Silver Eagles. Ja, Bedarf habe ich immer an Geld. Dankeschön. Jetzt wird anscheinend irische Musik gespielt. Oder schottische Musik. Also es hat echt schon was. Es nimmt einen schon alles mit, muss ich sagen. Das Spiel versteht es ihm durchaus mitzureißen. Ich mag es eigentlich auch echt lieber als Bioshock 1 und 2, muss ich wirklich sagen. Ich verstehe nicht, warum das so niedergemacht wurde. Das Ende muss ja absolut beschissen sein, dass das Spiel so fertig gemacht wurde. Oh, ein Handyman. Zum Schießen ein tolles Foto. Das Voxophon nehmen wir auch mal mit. Hetty Gerst spricht. Wenn die Wut durchbricht, möchte ich, dass So, du diese Aufnahme bin ich auch drauf. abspielst und daran denkst, dass ich unendlich stolz darauf bin, deine Ehefrau gewesen zu sein. Oh, Sie sagten, deine Seele wurde von den Dämpfen in dieser Metallbox erstickt. Aber das glaube ich nicht. das war wohl die Frau vom Handyman. Und wir treffen uns wieder am Ufer der Ewigkeit, beide unversehrt und lächelnd. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Das ist bitter. Wenn man sieht, dass hinter der Fassade aus Metall und Mutation eigentlich doch auch ein Mensch gesteckt hat, der Hintergrundgeschichte gehabt hat. Das ist bitter. So, jetzt gucken wir mal hier rein, in die Kneipe. Dann scheint es wohl auch gut zu gehen. So, das ist hier wieder einer. Salvengeschütz, Schrotflinte, Pistole, MG, Karabiner. Brauchen wir alles gerade nicht. Alle Haupt, ich gucke mich trotzdem hier jetzt nochmal gründlich um. Hier haben wir noch einen Vigor. Ja, die ewige Krähenfalle lassen wir mal gut sein, bis wir was Besseres, Praktischeres finden. Vielleicht für Elektrojockey oder so. Ein Voxophon mit Booker DeWitt. Oh! Eigentlich kein übler Plan. Das Mädchen war nicht mehr da. Monument Island ist eine verdammte Geisterstadt. Anscheinend hat man sie fortgebracht, als man von meiner Ankunft erfuhr. Ein alter Freund sagte mir, Comstock hat sie in seine Festung verlegt. Für einen Einzelkämpfer ist der Job damit kaum mitzustimmen. Also DeWitt. Was jetzt? Ha. Das ist schon krass, sein eigenes Voxophon hier zu finden. Okay, das wird Diebstahl, das wird Diebstahl, das wird Diebstahl. Dann lassen wir das mal sein mit Diebstahl. Ich will mich nicht noch mit einer Kneipe Finsterlinge anlegen. Ja, das ist ja heftig. Ich freue mich jetzt nur, sind wir jetzt hier automatisch in die Inkarnation von Booker aus der Zeitlinie oder aus der Linie hier geschlüpft? Oder läuft hier noch ein anderer Booker DeWitt rum? Das wäre ja schon immens gruselig.
sich nochmal selber als alternatives Ich zu begegnen. Alter Falter. Also es wird immer etwas komplizierter, finde ich, das Ganze. Es ist auch immer abstrakter. Kompliziert ist vielleicht wirklich das falsche Wort. Abstrakt trifft es, glaube ich, wirklich besser. Es ist derzeit so abstrakt, dass man sich da schwer reinversetzen kann. Okay, so. Dann gehen wir jetzt nochmal weiter. Hallo, du lustiger Vox, der jubelt. Seltsamerweise sind es allesamt glatzköpfige Weiße und keine Schwarze, die man jetzt erwarten würde. Oder ihre oder sonst was. Die hier generell unterdrückt werden. Seltsamerweise sind es alles weiße Männer. So. Und keine schwarze Männer oder schwarze Frauen oder irische Männer und Frauen. Wie dem auch sei, ich glaube, mir in den Shantytown nichts mehr verloren. Gehen wir wieder hoch nach Finkton. So, mal gucken, was jetzt Ellie wieder sagt. In dieser Welt warst du ein Märtyrer. Diese Leute brauchen bessere Helden. Genau betrachtet unterscheiden sich Comstock und Daisy Fitzroy letzten Endes nur durch ihren Namen. Ja. Stimmt schon. Finkton proper. Ich glaube einfach nicht, dass Fitzroy sich in unserer Abmachung halten wird. Reich oder arm, ein Schwindler bleibt ein Schwindler. Das ist... Hatten wir ja schon mehrfach bei Ladebildschirmen. Okay. Gucken wir mal, was jetzt abgeht hier. Vor allem, wenn die Märtyrer sagen, dann müsste Booker ja eigentlich gestorben sein hier. Weil Voraussetzung für einen Märtyrer ist ja, dass er gestorben ist für bestimmt die Sache. Dass er an irgendwas geglaubt hat und deswegen gestorben ist. Das zeichnet einen Märtyrer aus. Auf jeden Fall kommen wir jetzt auch hier an dieses Vigor. Und zwar Ladung. Also, nimm Ladung. Ja. Schauen wir mal, was das ist. Sieht aber geil aus. Die Flaschen sind so unglaublich cool und edel gemacht. Ich liebe das. So, was ist denn das jetzt für ein geiler Scheiß? Sieht noch Windkraft aus. Alter Falter. Press to lunge at enemies, delivering a tornado blow. Hold and release to build up a more devastating tornado blow. Cool. Drücke L2, um einen Gegner anzugreifen und zu schädigen. Halte L2 gedrückt und lass die Taste dann wieder los, um den Angriff zu verstärken. Du kannst nur Gegner angreifen, die du erreichen kannst. Das wird wahrscheinlich eine gewisse Reichweite haben, das Zeug. Alle Hopf, dann probieren wir doch mal das hier. Ladung, Charge. Wobei Charge ja eigentlich eher Attacke, Angriff heißt. Also in Fantasy und so ist so Charge eigentlich ein Sturmangriff. Ui. Ah, das heißt... Okay, das ist tatsächlich ja Attacke. Dann gehe ich in den Nahkampf frei. Okay, interessant. Interessant. So. Aber interessant. Ich habe mir Charge irgendwie ein bisschen anders vorgestellt, aber jetzt wissen wir es besser. Munition! Hier! Merci, Ellie. Okay, dann lassen wir das mal gut sein, weil, ich möchte eigentlich nicht in den Nahkampf gehen. Wenn, dann will ich diese Vigor-Kräfte, wofür mir anscheinend noch mindestens 2 fehlen, bis ich alles voll habe, was es hier gibt. Tja, möchte ich eigentlich eher auf Distanz gehen. Diese Vigor-Kräfte sind für mich eigentlich eher Fernkampf-Support. So, hier scheinen aber hier noch Frachthaken als Riss und Waffenautomat. In Ordnung! Los, mach, wie nett. Das ist ein sehr höflicher Mensch hier, unser Booker. Okay, Finkton proper, da wird immer noch gekämpft. Der Wild, Märtyrer der Revolution, na klasse. Deckung haben wir hier auch noch. Jetzt zu deiner Gestalte. Ich mag es einfach mal ausprobieren, ob ich hier greifen kann und dann hier drauf. Weil hier gibt es meistens auch noch irgendwelche spannende Sachen. Ah ja, apropos spannende Sache. Du dummer Hund mit dem Topfhelm. Du mieser Kreuzfahrer für Arme. Ich mache dich im Nahkampf platt. Deus Wund und so. Scheißkerl. So. Jetzt wird gezwirbelt. So. Panzerfaust hat er gehabt, der Typ. Alle hopp. Da können wir wieder runter.
Joink. Schockjockey für Salz. Werkzeugkaste ist jetzt nichts Großartiges drin. Alle hopp. Alle hopp. Mehr haben wir hier auch nicht zu befürchten von den Leuten. Da könnten wir aber auch nochmal hochschleppler. Ah ne, da ist nicht uff. Den da! Los! Den da. Okay, gut. Das muss erstmal gut sein. So, wir gehen jetzt wieder hier weiter. Jupp, da sind wieder unser Dollarbill und unser Veni Vidi Vigor. Jackpot. So. Genau das möchte ich haben. Silver Eagle mag ich. Die ewige Krähenfalle, lass gut sein. Hier hat er nichts Spannendes für uns. Okay. Mehr Gesund. Geld. Jo, das nehme ich gern. Salze und wie heißen sie? Lebensenergie, wie heißen sie vor allem? Salz und Lebensenergie kann ich ja ach so auffüllen. Okay, kann ich hier drunter durch? Nee, das geht nicht. Okay. Wie soll ich dann zurück zu Chen Lins Werkstatt kommen? Ah, hier, natürlich. Dummkopf. So. Tja, wir haben es geschafft. Abwarte. Habe ich uns in eine Welt gebracht, wo die Vox Waffen hatten? Oder habe ich eine erschaffen? Das ist die Frucht. Gucken wir uns doch mal. Suchen wir vor allem mal nach Antworten, ne? Nett. Das sind wieder Vox. Ach du Scheiße, Alter. Ganz bezaubernd hier. So, dich krieg ich. So, alter Falter. Der hat nix. Wusste ich, wer hier stirbt. Ach so. Das ist einfach nur so ein Vox-Kasper. Alles klar. Oh, der war schon tot? Jetzt ist er gerade nochmal gestorben. So. Dann gucke ich nochmal in der Ecke noch. In der Ecke versteckt sich nämlich immer ganz gerne noch irgendwelches Zeug. Ne, dass ich hier irgendwie nochmal einen Lockpick oder ähnliches verpasst. Die Vox machen das ja schon. Die sind relativ gut dabei. Der übliche Dollarbill. Na? Bringt wohl nichts. Hoch. Wegen was erschreckst du dich jetzt gerade wieder, Mädel? Erschreckt mich doch nicht. So. Eine Pistole nur. Ja, die Geigemusik zeigt mir, dass irgendwas noch wiescht und im Arge ist. Ach, du Blödmann. Hör doch auf, bringt doch nichts. So. Solange ich nicht nochmal den ekelhaften Good Time klappen muss, ist alles in Ordnung. Ja, das sehen wir ja. Wie weit ich komme. Aber irgendeiner meint ja offensichtlich ernst mit dem MG. Du willst wo einer wissen? Er war es los. Auf ihn, Freunde. Ah ja. Okay. Dich und dann der Automat da hinten noch. So. Zweimal mit dem Scharfschützengewehr getroffen und schon explodiert der Automat. Ach, irgendwie etwas seltsam, aber ja, ist halt wie es ist, ne? Hoffen wir mal, dass kein Handyman kommt. Weil das ist schon ziemlich üble Gestalte, dieser Handyman. Geht's hier mittlerweile auf? Nö. Okay, dann gehen wir mal zu Chen Lin und gucken mal, wie es bei dem aussieht. Oh, scheiße. Chen Lin ist Elizabeth, wieder totgekloppt worden. komm. Ich bin da Verschwinden wir. mit seiner Gehen wir in weißen die Frau. Fabrik und holen uns das Luftschiff. Okay, also... Es ist nicht deine Schuld. Nichts von all dem. Okay. Du hast eine Tür zu dieser Welt geöffnet und bist durchgegangen. Sicher, Booker? Chen Lin ist mal wieder bis zur Unverkenntlichkeit totgeprügelt ist. Liebte, oder habe ich sie erschaffen? Tja. Ich sagte dir ja, ich habe das immer als eine Art Wunscherfüllung betrachtet. Ha. Hier wurde der Wunsch wahr. Krass. Ich finde es so heftig, den haben sie wirklich bis zur Unerkenntlichkeit totgeprügelt. Das ist so hart und ekelhaft, jemand so umzubringen. Wieder von Booker. Sieht aus, als hätte ich doch einen Freund in der Stadt. Slate. Ha. Er hält's mit dieser Vox Populi.
Für alle, die diese Truppe nicht kennen, das ist ein kämpferisches Völkchen. Das Problem ist, ich muss denen erst bei ihrer Revolution helfen. Dann stürmen wir Comstock House. Und dann kriege ich das Mädchen. Okay, du hat der Elizabeth anscheinend noch nicht. Du hat er sich anscheinend mit der Vox verbündet, um an Elizabeth dran zu kommen. Okay, Factory. Kein Wunder, dass das vorher nicht knackbar war. So, ui. Ui, da kommt jetzt wahrscheinlich irgendwas Großes raus. Handyman oder sowas könnte ich mir vorstellen. Komm her, Elizabeth. Geh du weg. Okay, doch nicht. Ich habe echt gedacht, er macht jetzt einen Handyman auf oder sowas. Ach du Scheiße. Ganz bezaubernd. Da ist schon einer für die Sache gestorben. Und da schweißen sie jetzt die derer auf, die sich nicht knacken lassen. Eigentlich auch nicht dumm. Exekutiert ihn höre ich jetzt aber nicht so gern. Dollarbill sehe ich doch wesentlich lieber. So. Hier haben wir nichts mehr ruhig. Ah doch, hier kann ich tatsächlich noch durchgehen. Na dann erstmal hier einen kleinen Nebenraum noch. Nach der Kiste findet sich hier nichts. Sollen die Vox da erstmal vorher kämpfen? Ich muss das jetzt auch nicht unbedingt aus erster Hand direkt haben. Okay, stinknormaler Dollarbill. So, dann probieren wir doch mal unser Glück hier. Okay, ich habe das Gefühl, ich brauche wieder das Präzisionsgewehr. Komm schon. Das Ding ist kaputt. Der ist auch kaputt. Die Dinger sind meistens die größte Bedrohung. So. Wo? Ach, da hinten. Scheiß motorisierter Patriot. So. So. Joala. Das ist sehr gut. Gott, der Patriot ist tot. Danke. Das hätte man aus der Distanz auch einfach reichen können, aber jo. Was? Das will ich aber überhört haben hier, so wie ich die Sache. So wie ich die Beleidigungen will ich definitiv überhört haben. So. Ich hoffe zumindest, das ging nicht an mich, sondern an irgendeiner von Comstocks Leute. Na, die Vox hier, die mit mir gekämpft haben, sind jetzt aber auch stark schrumpft. So ist nämlich so viel übrig. Ja. Nix. Ich finde es auch ganz cool, dass diese motorisierte Automate hier, dass diese motorisierte Soldaten, dass die ein bisschen aussehen wie so Erste Weltkriegssoldaten. Das hat irgendwie schon was. Ist halt sehr zeitgenössisch. Finde ich schon ziemlich cool gemacht alles. So, hier haben wir nix mal wieder. Medizinkits, die brauchen wir erstmal nicht. Die Deckung könnte man möglicherweise gut gebrauchen. Wobei Raketenautomat natürlich auch ganz geil wäre. Aber ich glaube, mal NSCs könnten hier gerade die Deckung ganz gut gebrauchen. Dann machen wir erstmal hier den Raketenautomat. So. Oh, jetzt habe ich den gerade irgendwie schier umgebrocht, weil ich den Automat zerschossen habe. Ah, das ist einer von meiner. Schier hätte ich noch abgedrückt. Und ein Moskito, glaube ich. Okay. Gut, alle tot. Das sind meine eigene Rakete. Alle Haupt. Ups. Hier noch einer von unserer eigenen Leitung gebrochen. Oh. Das ist, glaube ich, nicht unser Luftschiff, oder? Die kriegen die Tür nicht auf, solange niemand das Luftschiff runterholt. Mhm. Müssen wir ja wohl, ne? Schalte den Zeppelin aus. Alter. Also so ein Zeppelin-Angriff ist schon nicht ohne. Na gut, dann kümmern wir uns erstmal hier um die Tote. Also flattern die. Das ist natürlich hier in Bioshock Infinite sich um die Tote kümmern. Erstmal flattern, was möglich ist. So, kommen wir hier vielleicht durch? Tatsächlich. Oh. Hier ist buchstabierbare Ladung Arschlöcher. Hier finden wir definitiv nichts. Aber so ein Zeppelin-Angriff ist definitiv nicht ohne. Anders kann man es nicht ausdrücken.
Im Ersten Weltkrieg war das sozusagen der Ersatz für, oder beziehungsweise der Vorreiter von dem, was im Zweiten Weltkrieg an Luftangriffe abging. Aber so ein Zeppelin-Angriff kann schon ziemlich abartig sein und ziemlich stark Reihauer. So, ich glaube, da gab es auch so einen Zeppelin-Angriff auf London, der im Ersten Weltkrieg durchgeführt wurde. Das ist definitiv nicht ohne. Okay, hier kommen wir wieder höher. So können wir einen Zwischenhalt einlegen. In die Richtung geht's weiter. Okay. Hier können wir auch einen Zwischenhalt, aber hier können wir auf den Zeppelin. So. Ich muss den Antrieb lahmlegen und das Ding runterholen. Boah, das wird natürlich mal wieder spaßig. Ups. Raketenautomat. Dann können wir hier runter. So, ist Elizabeth bei uns? Nee, ich glaube, die ist nicht mit der Skyline mitgekommen. Okay. Gut. Ja, der ist ein bisschen an die Zähne bewaffnet hier, der Zeppelin. Aber ich liebe Zeppeline. Das sind so unglaublich edle Fortbewegungsmittel. So, ich weiß, ich muss nur in die Rücke schießen, aber trotzdem kriege ich das nicht gebacken. Ich komme nicht hinter diesen scheiß Patriot. Ist halt einfach so. Wo rennt der denn die ganze Zeit im Kreis? Das ist dieser panische Idiot, der immer bei der Besatzung dabei ist, der in den Kreis rennt. Feuer, 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 Feuer. Gut, hier haben wir nix. Ich muss den Antrieb lahmlegen und das Ding runterholen. Das hast du schon mal gesagt, mein Lieber. Aber ich will erst mal gucken, was die bei sich haben. Der Herr Kopflos. Salvengeschütz brauchen wir jetzt auch gerade nicht. Hätte ich mal vielleicht vorher holen sollen, dann hätte ich die wesentlich schneller niedergemacht. Teufelskuss als Salze. Das ist Motor zerstören. Aller Hopp. Das machen wir gleich. Wir gucken uns aber erst nochmal hier um. Und ich jetzt sage, sobald wir uns umgeguckt haben, lecke ich einen Cut noch ein. Ich weiß, ich bin so fies. Weil unsere Zeit ist mal wieder überschritten. Und ich jetzt sage, wir heben uns einfach mal morgen irgendwas Gutes auf. Ich würde mal sagen, bleiben gespannt. Es bleibt mal wieder spannend, definitiv. Ich weiß nicht, was noch alles kommen wird. Ich bin selber gespannt wie ein Flitzebogen. Und ich jetzt sage, wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Bioshock Infinite auf Pelzig, wo wir dann sehen, wie es weitergehen wird. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Euer Yankee.